Liebe Gäste von nah und fern, lieber Olander, ich möchte euch recht herzlich von dort die Krönung von der Allländer Blütenkönigin hier in York begrüßen. Ich muss ein Riesenkompliment an die Organisatoren machen, denn den richtigen Termin für das Blütenfest über York zu finden, das war nicht einfach. Dieser April war ein Bilderbauchmond, 5,1 Grad im Schnitt, warmer als normal und dann den richtigen Tiefpunkt für die Blüte aufzupassen und für diesen Grund dann den richtigen Tag für die Krönung von der Blütenkönigin, das ist wirklich nicht einfach, deshalb ein Riesenkompliment an die Organisatoren. Und Dankeschön. das nächste Kompliment, das möchte ich die Repräsentantin, insbesondere der Juden auch Land mogen. Ich habe schon im vergangenen Jahr bei Grüne Weg in Berlin belebt, in der Niedersachsenhalle. Und ich kann Joe all versichern, die beste Visitenkarte von Niedersachsen, in der Niedersachsenhalle auf der Grüne Weg in Berlin, das sind diese Scheunendärens und diese Trachten und auch ein Land und jeder, der Niedersachsen nicht kennt, wenn er dorthin geht, der weiß, wo Niedersachsen lebt, wo das Hart von Niedersachsen schlägt. Deshalb sind auch so viele Touristen hier. Ich wünsche ein paar schöne Stunden in York und kommt ruhig Tag und Jahr wer und bringt noch ein paar Lü mit. Hier ist es wirklich lebenswert. Herzlichen Dank. Ja, das Blütenfest, das ist eine Institution in dieser Gegend. Sind 28 Jahre Muck wieder nur für uns ganzen Besöker in Auland. Die könnt hier wunderbar nur die Blenden kicken von den Kirschbäumen und von den Apfelbäumen. Und das ist ein Highlight für alle, die auch in Haas hier Apfelkötten kommt. Und das ist eine Vermarktung von dieser Gegend auch für den Tourismus, für die Leute, die uns ständig besuchen wollen, dass den festen Punkt habt, hierher zu kommen und die Gegend bekannt zu machen. Denn wir sind hier das größte Anbaugebiet von Apfel geschlossener Wies in Norddeutschland und in Deutschland überhaupt. Das ist eigentlich der Höhepunkt hier jedes Jahr und wir haben das Jahr wieder das 28. Mal das Blütenfest und wir sind ja von St. Karken, von der Aulaner Volkstanzgruppe und ich weiß nicht, also wie mögt sogar, also 15 Mal oder 15, 20 Mal sind wir bestimmt da hier mit. Und ich finde, also Jümmer, Anfang Mai, also eigentlich soll das Jümmer wehen, wenn die Kirschblüte ist. Aber das Jahr ist das ja so explosionsartig, ist das ja alles in die Luft geschoben, ihr habt noch richtig Glück, dass überhaupt noch ein paar Apfelbäume blühen, das meiste ist ja weg. Aber eigentlich soll das Jümmer zur Blüte wehen. Und das meist ist den ersten Sonntag in Mai. Aber nicht den 1. Mai, sondern das erste Wochenende. Oh, am Blütenfest war der ganze Bachboden. Das ist erstmal die Hauptattraktion ist ja die Krönung der Blütenkönigin. Gibt jedes Jahr eine neue Blütenkönigin und die war hier jedes Mal war die krönt. Sie bewahrt sich wie die Werbegemeinschaft. Aber nur heute. Und war dort nur gut wählt, weil die Werbegemeinschaft für richtig empfindet. Sie muss sich dort richtig bewerben für das Amt. Patente, offene, freundliche junge Damen, die das auch ein Jahr lang repräsentieren kann. Guck in der Hochzeitstrakterin und ist überall in Auland, in Berlin, wie die Kanzlerin und auf dem Grünen Weg und in Süddeutschland zu finden. Also viel ich weiß, mütze 18 wen, nicht verheiratet, ja, und halt auch eben beten, Ahnung über das aule Land haben. Nicht? Also kann ich irgendwie jemanden wählen, der absolut keine Ahnung hat oder nichts von sich soll das aule Land ja repräsentieren. So, und das muss natürlich auch ein bisschen mit Hand und Fuß wählen. Unsere neue Allländer Blütenkönigin, Rebecca Rieper. Stolpert nicht und kommt nach vorne. So. Ja, ich habe doch gesagt, das wird nochmal nachgestellt. Kinder, bleibt ruhig. Achtung und zu! Jawohl! Die schall uns repräsentieren, die schall die Apfel, die Gegend, die Kirchen bekannt machen. Im Kreise anderer Majestäten und diese Gegend bilden sie eine große Gruppe, die überall in Öffentlichkeit und auf einer Vereinsebene repräsentiert, was hier in Auland los ist. Apfel, Kirchen und Tourismus. Das muss von der hohen Politik ist mit hier, wenn die die Grünen haben. Die haben immer so ein paar, naja, noch ein bisschen Attraktionen da, die jetzt mit Grünen da. So, und dann war hier, habt ihr viele Trachtengruppen in Lot, die hier am Programm mitmachen, viele Kunsthandwerkerstände und so weiter und so fort. Und auch so ein paar andere Stände. Hier oben ist noch Feuerwerk, Fürwerk hier oben, Glocktein. Da habt ihr auf der Bühne habt ihr noch ein Showband, also Riesenprogramm, was hier bei uns zählt. Ständig gibt es gute Aufträge und Aufträge von Schendikor, wo ich höre, auch seit 25 Jahren länger in Diensten. Ich habe das Geschäft hier mit Krautmut.
Ja, was ist noch? Bin Förderei, Bin Handwerk, bin Trachtengruppe, bin dann... Ganz wichtig, die goldene Blütenkurse. Da war die neue Blütenkönigin jedes Jahr mit der Kutsche durch Dörfer und all die da heranlocken wollen und mitmachen wollen, könnt ihr die kicken. Das sind die Highlights. Und ansonsten ganz Tag zu beleben für jedermann. Ich bin noch ich habe noch nicht motiviert, bin über den Platz rüber zu laufen. Aber zu essen und zu trinken gibt es mehr als genug hier. Also, das gibt natürlich hier von Tourismusverein, die haben den Obstler oder die jungen Apfelbauern, die haben den Apfelstand dort. Ne? Da kann man auch einiges erfahren, was der neueste auf dem Apfelmarkt ist oder wieder und so fort. Ne? 20.000 Lü habt ihr hier geiern, sind um als Tietzen pro Meier, kommt auf Welle an. Das geht von Flensburg bis nach Passau, wir haben Lü auf Berlin hier und wir haben Lü auf Süddeutschland. So man ja wie ein Umzug, das ist eine strohende Lü, so gerammelt voll. Ne? Tja, worüber freut wir uns? Über ein paar zufriedene Gäste, dass sie das hier auch so positiv abgenommen wird, wie das macht. Wir sind entweder wie die Trachten oder wie ein Schentikor auf dem Park Besöker, ob ein Golden Auftritt, ob die Vermittlung von Kultur, ob die Vermittlung von Werte über die Gegend und auch das Näherbringen von gesunden Obstbau, das all Lust hat, Apfel und die Kirschen zu essen.